Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für euch. Der Remo Neuhaus, vom Beizer zum Starfotograf. Und eine Bieler Autorin redet in ihrem ersten Buch über das Thema Magersucht. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. 2021 war für das TOI okay. Interlaken verzeichnet im letzten Jahr zwischen Brienz, Interlaken, Thun und im Diemtigtal insgesamt 2,15 Millionen Logiernächte. Das ist weniger schlecht, als das TOI befürchtet hat. Oder der Campingboom geht weiter. In der gesamten Ferienregion Interlaken sind 328'000 Logiernächte verzeichnet worden. Der Kanton Bern hebt alles auf. Die noch bestehenden Massnahmen werden per Ende Monat auslaufen. Damit entfällt per Anfang Mai die Maskentragpflicht in den Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten. Auch das Schutzschirmprogramm für grosse Publikumsanlässe wird nicht verlängert. Der tödliche Polizeieinsatz in Adelboden wird aufgerollt. Die Berner Staatsanwaltschaft muss das Strafverfahren gegen 3 Gesetzeshüter wieder aufnehmen, die an einem tödlichen Einsatz im Mai 2020 beteiligt waren. Im Einsatz ist ein 44-jähriger Schweizer ums Leben gekommen. Als Chef und Mitinhaber des Restaurant Lorenzini war der Remo Neuhaus eine grosse Nummer in der Berner Gastronomie. Vor 10 Jahren hat er aber das Beizen aufgegeben und ist stattdessen Fotograf geworden. Die Jungfrau-Zeitung hat nachgefragt, von wo der Sinneswandel kam. Also, es gefallen mir beide Welten sehr gut. Sowohl die Welt Gastronomie, Events und natürlich die Fotografie. Und das darum, weil es alles mit Leuten zu tun hat. Es hat alles mit Leuten, mit Menschen zu tun. Es ist beides eine Dienstleistung. Und von dem her gefällt mir beides sehr gut. Ja, das war ein gewagter Umstieg von Gastronomie in die Fotografie. Aber genau das hat auch den Reiz ausgemacht, dass ich etwas Neues gelernt habe. Das Bedürfnis nach wirklich etwas Neuem lernen, den Rucksack neu packen, Stativ aufstellen, beleuchten. Das habe ich mit dem habe ich vorher keine Ahnung gehabt. Und dieser Reiz hat es eben ausgemacht, diesen Umstieg können und wollen zu machen. Die Herausforderung, sowohl bei Gastronomie wie auch beim Fotografieren, ist wirklich, dass du auf die Leute eingehen kannst. Diese Leute brauchen ein bisschen mehr Zeit, diese ein bisschen weniger. Bei Gastronomie ist es so, dass man relativ wenig Zeit hat. Man kann nicht 15 Minuten am Tisch stehen und mit der Person lange reden. Und dort hat man einen Vorteil im Fotografischen. Das heisst, wir verbringen den Tag miteinander, zum Beispiel mit dem Benny Turner. Haben wir eine Kampagne machen. Da lernt man einander ein bisschen besser kennen, isst mal zum Mittag zusammen, trinkt mal einen Kaffee, tauscht sich aus. Und von dem her hat man ein bisschen mehr Zeit, um einander kennenzulernen im Fotografie- oder im Videoalltag als in Gastronomie. Ja, die eine oder andere Person, die man kennt, durfte ich fotografieren. Vielleicht ein schönes Beispiel, der John Kerry, der ehemalige Außenminister und jetzt Umweltminister von Amerika. Habe ich im SEF fotografieren oder auch Boris Johnson, wo wir ja noch ein bisschen in Anführungszeichen warten, weil wir selber überrascht waren, dass er dann vor die Kamera kam, weil er hat kein Interview gemacht für das Schweizer Fernsehen und kein Radio-Interview, sondern er einfach ein gutes Bild haben und darum ist er zu uns gekommen. Aber der John Kerry war auch eine ganz witzige Sache. Er hat am Schluss «Give me five», so typisch amerikanisch, gegeben und hat gesagt «You are a good one, send me the good ones». Und das habe ich relativ cool gefunden. Oh yeah, chicka chicka. Magersucht. Ein Thema, wo man nicht viel darüber redet, das aber eigentlich umso wichtiger ist. Lara Christ war selber von dieser Krankheit betroffen und hat jetzt ein Buch über ihre Erfahrung geschrieben. Das Ziel davon, Menschen, die mit dieser Krankheit kämpfen, zu erreichen und ihnen Hoffnung zu geben. Du hast jetzt dein erstes Buch veröffentlicht. Wie fühlt sich das so an? Mega speziell. Also, es ist auch schwierig zu sagen. Es freut mich mega fest, wie es im Moment läuft. Es verkauft sich eigentlich gut. Vor allem das Bio haben gut, haben viele Freundinnen, Familien, Leute, die man nicht kennt. Erste Leute, die sich melden, also die kontaktieren über soziale Netzwerke, also über Instagram oder mal eine Nachricht schreiben, hey, ein cooles Buch, du hast gut geschrieben oder einfach schöne Feedbacks und das freut natürlich einen mega. Also im Buch ist es eigentlich so, dass ich von mir erzähle. Also es geht eigentlich darum, um das Thema Magersucht auch. Ich bin dort reingerutscht und
durch verschiedene Gründe. Und einfach ein Zeitchen auch von dem betroffen gewesen. Also ich habe nicht gegessen, viel Sport gemacht. Und mit mir selber eigentlich recht zu kämpfen gehabt. Und im Buch geht es eigentlich darum, dass ich aber probiere auch zu zeigen, dass ja, für alle, die das betrifft, also es muss ja auch nicht direkt Magersucht sein, sondern einfach, egal was man hat im Leben oder was für Herausforderungen es gibt, ob man die jetzt steuern oder nicht steuern, einfach, dass man wieder weitermacht, rauskommt und sich mit diesen Sachen beschäftigt. Ich habe es eigentlich wie recht für mich gemacht. Ich habe lange gar nicht gesagt, dass ich das mache. Erst recht viel später, als ich dann so gemerkt habe, so, jetzt geht es so ein bisschen darum, eben, ja, kann man das jemandem geben zum Lesen, will es jemand lesen, kann ich das sagen, was ich möchte sagen und erreiche die Leute, die ich eigentlich mir möchte helfen oder hoffe, dass ich ihnen vielleicht helfen kann. Und dann sind eigentlich schon eher positive Sachen gekommen. Also, Freundinnen, die sagen, ja, ich finde es super, mach einfach und probier es doch einfach und eigentlich recht offen entgegnen, also nie auf, ich würde das nicht machen, sondern ich glaube, kein einziges Mal wirklich einfach, mach dein Ding und mach das, wenn du es möchtest machen, und dann sind wir da und das ist mega schön. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo-News-Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern an diesem wunderbaren Frühlingstag. Ich hoffe, Sie haben den Tag geniessen und wenn nicht, dann haben Sie morgen auch noch mal Gelegenheit dazu. Zu verdanken haben wir das sonnige Frühlingswetter am Hochdimm mit Zentrum über den britischen Inseln. Begleitet wurden sie durch den Tag mit einer leichten Brise. Nach einer sternenklaren Nacht starten wir in den letzten Freitag vom Monat April mit einem ungestörten Sonnenaufgang. Schön, aber kalt. Glück der Start in den Endspurt ins Wochenende. In Biel starten wir mit 5 Grad, in Burgdorf mit 4 Grad und in Frutigen ebenso mit 4 Grad in Freitagmorgen. Im Tagesverlauf ziehen uns Westen vermehrt Schleierwolken auf. Temperaturen um die 20 Grad, runden den noch netten Tag ab. In den Bergen werden sie begleitet von ein paar dekorativen Quellwolken. Dazu geht ein leichter Westwind. 0 Grad Grenze liegt bei rund 3000 bis 3200 Metern. Der letzte Tag vom Monat April präsentiert sich von seiner wechsel- und stark bewölkten Seite. Dazu gibt es wiederholte Regengüsse. Vereinzelt sind auch Blitz und Donner mit dabei. Also ein Aprilwetter, wie wir uns ein Aprilwetter vorstellen. Der Monat Mai geht dann wechselhaft mit sonnigen Abschnitten und gelegentlichen Schauern weiter. Der Schwerpunkt liegt entlang von den Bergen. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Zeit. Ade miteinander.